Morgen miteinander. Es ist Montag, es regnet. Aber die Woche fängt an und für mich ist klar, was alles muss gehen. Denn ich bin jetzt auf dem Weg zum Nico Hydraulik, weil er hat jetzt neu im Sortiment einen Elektroraupendampfer, den ich mieten kann, aber ich muss das jetzt schnell abklären. Dann gehe ich ins Landi, gehe einkaufen, Heu und allerlei Sachen. Weil morgen am Dienstag mittags auf die 11:30 kommt wieder der Helikopter zu uns und bringt uns alles, also wenn alles gut geht, was es wird, ein Elektrodamper und ganz viel Heu und ganz viele andere Materialien, Essen, Trinken, allerlei, Wein, Bier, alles was wir brauchen, damit unsere Saison so richtig gut anfängt. Ja, dann gehe ich nachher nach Hause, gehe Claudia runter, holt das Auto ab, geht den Rest noch einkaufen, was ich nicht posten kann, was ich weiss. Ja, und dann geht es weiter arbeiten. Die Woche wird super, ich freue mich auf den Pastor und ich freue mich auf den Bildkurs am Samstag und ich freue mich auf alle euch, die angemeldet haben und überhaupt, ich freue mich einfach auf die Woche. Wie gut. Willkommen in Dresden! Schön, dass du auch dabei bist. Ist es nicht schön, Paradies in Dresden? Hey! Schau mal, wie grün das aussieht. Der Rest vom Hügel. Ist auch ein bisschen grüner. Aber wie das nur ich. Wie das so ist, es läuft. Richtig viel. Nonstop läutet mein Telefon dazu. Aber ich habe einkauft. Ich habe sogar ganze Saatgut einkauft für meine Weiden. Ich habe im Jumbo hat es gerade Haufen Aktionen, 50% Saatgut auf Gemüse. Jetzt warte ich noch auf den Bus und dann gehe ich heim. Man klatscht ab mit der Claudia, so einen fliegenden Wechsel. Und dann geht sie, holt das Auto, Mietauto und dann geht es weiter. Der Montag, das läuft, es läuft. Und vor allem regnet es und windet es. Zwischendurch wollte ich noch sagen, ich bin extrem zufrieden, dass wir in Gemeinde Nathers zuhause sind. Weil Mund gehört ja zu Nathers politisch und Gemeinde Nathers ist der Hammer. Die sind jetzt am Abklären wegen dem Abfallentzug. Irgendwie morgen mit dem wenn der Helikopter kommt, tun wir natürlich auch mehr Abfall auf den Berg fliegen lassen. Weil wir haben ja einen Haufen Abfall, nicht bei uns nur, sondern auch vom Vorgänger. Und die sind sehr bemüht, um uns zu unterstützen mit dem Abfallentsorgen. Und ich kann einfach sagen, danke Gemeinde Nathers. Wir sind eine gute Gemeinde. Wir sind zufrieden. Haha! Montagnachmittag, Claudia ist unterwegs am Posten. Aber ich muss euch jetzt noch etwas zeigen. Ich bin im Purenwieder am Sockellistendecken und das ist ein Reststück, das da hinten gelegen ist. Also die Tank genommen und gedacht, das könnte etwa lange. Und schaut mal das an. Einfach perfekt passend, auf den Millimeter genau, passt es genau. Ein Reststück zur Hand genommen. Noch so alles gern. Danke vielmals, wollte ich sagen. Wow, so läuft's. Ja. Oh, und übrigens, Bierbestellung ist auch gemacht für die Bar. Ab morgen ist klar, da gibt es Bier da an der Bar. Und zwar wieder das Kräuterbier von der Swanenbräu aus Aussenberg. Der mundet mir einfach, der mundet allen. Das ist ein Lager mit Kräutern aber. Und ich finde, das passt ja, wenn Kräuter, Permakultur, das passt. Swanenbräu kann man gut unterstützen. Kleine Brauerei in Aussenberg. Ja, hey, ein Grund nicht, um an die Bar zu kommen.
ab morgen gibt's Bier. Und da habe ich nochmal eine Überraschung an der Bar. Es gibt ab morgen auch Haida. Und zwar von der Johanni Frei. Super feine Haida von Wisp. Eine super schöne Kellerei. Aber da kommt mehr. Ich verspreche euch, da kommt mehr. Da gibt es eine Tour oder etwas auf YouTube. Weil auch Johanni Frei hat einen YouTube-Kanal. Und wenn wir beide schon einen YouTube-Kanal haben, kennen das ja vom Selbstversorger, der Patrick, der naturbelassene Selbstversorger. Und wir arbeiten ja zusammen, weil wir haben beide im YouTube. Und darum wird es auch mit dem Johann Frei und YouTube auch etwas geben. Bleibt dran! Und das ist ein Grund zum Abonnieren. Und Glöckchen drücken, damit ihr es nicht verpasst. Folge der Licht zum Ende, Folge der Licht, sagt mir doch. Da ist jetzt dann 30 zu Ende. Puh. Fühlt sich schon ein bisschen komisch an. Aber du, so ist es. Also, ja, klar, du hast Mikro. Ich muss ehrlich sagen, so emotional. Vielleicht bin ich ein Weichei, aber es war nicht ganz einfach gewesen. Also jetzt beim Weglaufen ist es nicht ganz einfach. Der Odin war entspannt, er ist mir heute Morgen abgehauen. Er hat nicht mitkommen, er hat natürlich gewusst, was ja, also, es hat gewirkt, dass er gewusst hat. Weil er ist noch der Freya Ciao sagen. Hat sich dann aber nachher gerade wieder einfangen lassen und ist ohne weiteres mitgelaufen gekommen. Also das muss ich sagen, ist wahrscheinlich der schwierigste Teil vom Ganzen. Und vor allem verstehe ich jetzt auch, wieso Bauern grundsätzlich keine Beziehung aufbauen zu ihren Tieren. Weil, ja, es ist nicht ganz einfach. Ich sehe es jetzt nicht, weil es dunkel ist, aber ja, es ist emotional. Und, aber weißt, wenn ich jetzt gerade so die Emotionen hineinspüre, ist es auch so ein kleines Gefühl von ein bisschen versagt haben. Ein bisschen, ja, halt, ich habe einen Kollegen verloren. Auch wenn er ein Arschloch war, zwischendurch hat er mir viel beigebracht. Es war mein erster Bock, mein erster Geiss. Und ja, es ist auch ein Abschied nehmen und drum und dran. Aber ja, also ciao Odin. Ja, also wie ihr seht, es ist wirklich nicht so ein einfacher Entscheid gewesen. Und ja, das ist definitiv der schwierigste Teil für so Bauern, wenn du so bist wie wir sind. Also, ja, aber jetzt, der nächste ist die Geburt. Jetzt haben wir den Tod gehabt, jetzt kommt dann die Geburt. Wer weiß, vielleicht ist das Kleine schon da, wenn wir ankommen. Wer weiß, wir werden es sehen. Jetzt wird es einfach mal schwarz. Also das Glöckli ist orange jetzt. Seht ihr, wie es da weiterlebt? Jetzt haben wir es gerade noch geschafft, rechtzeitig zu biegen. Der Flugbegleiter ist im Anflug. Hey, ich sehe nichts. Gut, der Flugbegleiter ist im Anflug. Wir sind gerade noch fertig geworden mit Abfahrbiegen. Ja, flutscht, es flutscht.
up every morning. Every night I go to bed. Like everybody I was born in. Like everybody someday I'll be dead. Like the sun rising and the sun going down. It's all working to a pattern that keeps the whole thing going round. Around, around, around. It's just the way it happens. Yeah, round, around, around. Always in patterns. Yeah. Got to see the bigger picture before looking at the small. If you can't see the forest for the trees, then you're not really seeing at all. Oh, willst du schon bezahlen? Hey, übrigens, wir haben jetzt gerade eine Tour gemacht. Kennen Sie den? Der ist prominent. Das ist einer. Hey, Mann, ist prominent! Das ist der Richard und der hat das Buch geschrieben. Erzähl, wie heisst dieses Buch? Gärtner mit Sonne, Wind und Wetter. Gärtner mit Sonne, Wind und Wetter. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich sage euch, es war Bestseller in Deutschland eine Zeit lang, fast. Es hat den zweiten Platz gemacht in einem Buchpreis und im Orient Füssli ist es im Top, wie viel? Top 3? 4. Top 4 im Orient Füssli war eine Zeit lang. Gärtner mit Wetter, Sonne und Wind. Gehen Sie lesen. Und das ist ja der Schriftsteller, der Richard. Hey, und Richard, ich muss das nochmal erzählen. 3 separate Leute, die hier die Videos schauen, haben mir den Zeitungsausschnitt geschickt. Hey, kennst du den Richard von Wallis? Hey, den solltest du kennenlernen, der gefällt dir sicher. Und die haben im Fall recht gehabt. Wir haben uns gern. So, genug geschwätzt, wir tun jetzt weiter schnurren. Ciao! So, jetzt muss ich kurz einen kleinen Monolog führen. Ich sitze gerade da vor dem Küngelstall. Einer von meinen Lieblingsprojekten, der aber schon noch ein Zeitchen weiter weg ist. Und ich muss sagen, heute war ein besonderer Tag. Ja, der Morgen, habt ihr gesehen, war ruhig. Ich musste brüllen, Claudia auch. Es war komisch. Es ist, ja, der Odin hat es gewusst. Der Odin hat sich von der Freya verabschiedet. Aber der Odin war entspannter als ich. Und darum auch sehr gut. Eins ist ganz klar. Wir werden keinen Masthof. Auf keinen Fall. Wir werden auch keinen Bock mehr haben in Zukunft. Also keinen Geissenbock. Wir werden extern immer einen holen können, zum Züchten. Wir werden leben. Und auch bei den Themen eben, da werden wir schauen, dass wir möglichst nicht müssen. Also wir werden schauen, dass wir möglichst nicht müssen. Wir sind ja schliesslich Bauern. Ja, und das gehört halt dazu. Der Tod gehört zum Leben. Freya ist noch nicht gekommen. Der Heli ist dann aber gekommen. Und ich habe einen Dampfer, ich zeige es euch. Noch, der wird noch fahren die Woche. Die haben ihn gesehen, anfliegen. Und währenddem der Heli gekommen ist, hat vom Wanderweg aus, hat einer gewunken, hallo, hallo. Und ich dachte, hey, was ist das für einer? Und dann sagt der Mike vom Ärztemarkt, der sucht dich, der sucht den Chef da oben. Und ich dachte, wo ist der Chef? Oh, muss ich etwas tun? Nein, aber ist der Richard und Marian auf Besuch gekommen. Den haben die jetzt gerade vorher gesehen, der Schriftsteller Richard. Der Richard war aber auch ein Permakultur-Ausbildner jahrelang gewesen. Der war Naturgärtner jahrelang. Der ist jetzt pensioniert und er hat einen wunderschönen Gartenscheins. Eine wunderschöne Anlage, wo wir jetzt miteinander bald einmal alles zusammen besuchen und anschauen. Und ich habe ihnen eine Tour gegeben, eine grosse Tour. Und ich habe so viel gelernt von ihm. Danke, Richard, deine Inputs. Aber er hat auch von mir gelernt. Wow! Es sind so, weißt, so kleine Sachen, wo er als jahrelanger Ausbildner hat Sachen gesehen, zum Beispiel unser Benius Heckensystem und unser Heckensystem und das Wassersystem. Er hat auch wirklich profitieren. Andauernd war er am Fotos machen, gell, Riran? Wow, das hat gut da. Weißt du, es war so richtig schön, der Austausch. Und wir haben uns richtig gut verstanden. Das sind, weißt,
das gibt eine Freundschaft, definitiv. Also, wir hoffen es, Claudia und ich. Jetzt, also sie sind bis um 4 Uhr geblieben, was super ist, weil eben, wir müssen auch lernen, Pause machen. Und das ist ja auch Schaffen. Touren geben und zeigen und austauschen. Und ich habe so viel gelernt. Nochmal, so viel gelernt. Hey, richtig gute Inputs. Danke vielmals, Richard. Also, ich habe es genossen. Dann haben wir gegessen, weil wir noch nicht gegessen hatten. Und jetzt haben wir schnell ein bisschen Heu versorgt. Wir haben Sunny, Breeze und Freya gefüttert. Freya hat immer noch nicht gebärt. Vielleicht sind es Zwillinge, wer weiß, darum geht es vielleicht länger. Und jetzt habe ich meinen Rucksack gepackt. Freya ist dabei und ich gehe jetzt meinen Trauzeugen abholen. Ich gehe den Pascal, Sarah und Jonas und Elias holen. Ja! Endlich kommen die ganze Familie da zu uns auf Besuch. Ich habe Freude! Der Tag ist super. Mit der Sophia habe ich natürlich telefoniert. Ich liebe mein Baby Boo und ich telefoniere praktisch jeden Tag mit ihr übrigens. Sie ist die Beste. Und wir haben auch noch mal über den Odin geredet. Es hat noch mal Tränen gegeben. Ja, aber jetzt ist das Kapitel abgeschlossen. Er fehlt uns, er fehlt da auf dem Hof. Weißt du, es ist gekratzt und es ist geblimbelt. Aber es war richtig gewesen. Wir bereuen es nicht. Wir haben das Richtige gemacht. Und ja, wir sind ein bisschen stolz auf uns. Nicht, weil wir ihn umgebracht haben, weil eben, wie gesagt, es hat schon auch das Gefühl dahinter von, wir haben versagt. Wir hätten vielleicht etwas anderes machen können. Noch ein kleines. Aber wir sind stolz auf uns, weil wir haben jetzt die Hälfte. Wir haben 25 Heuballen bekommen an 30 Kilo. Die Hälfte ist schon versorgt. Der Rest ist fast versorgt. Wir sind heute 4-mal geflogen. Wir haben so viel Material gehabt. Weißt du, für den Frühling. Wir haben Bier, wir haben Wein. Und wir haben neue Wein. Wir haben eine neue Kellerei gefunden, die mega ist. Der Rainer von Johanni Vieh. Den kann ich euch auch noch zeigen. Es gibt bald einmal eine Kellertour. Und er hat einen besonderen Keller. Das ist ein besonderer Keller. Ja, so, 5 Minuten, 34 Sekunden. Mein Monolog ist vorbei. Das Video geht weiter. Haha! Schön bist du umschauen. Danke vielmals, dass du interessiert bist, was bei uns abgeht. Übrigens, der Monolog macht das Video nicht viel länger, weil ich will die nächsten paar Tage nicht so viel filmen, weil wir haben die ganze Kind bei uns, also der Jonas und der Elias werden die ganze Zeit bei uns rum sein, weil ich habe sie so gern. Ich will mit diesen Jungs unterwegs sein. Und darum will ich nicht so viel filmen, weil wer sich in YouTube auskennt, weiss, Kind und YouTube ist eigentlich ein No-Go. Machen wir sowieso nicht. Oh, und noch wichtig zu sagen ist, danke Universum, dass du uns den Ausgleich bringst. Immer wieder. Das Universum, das Leben ist gnädig. Also nennen wir den Namen. Der Sepp ist gnädig, Gott ist gnädig, das Universum ist gnädig, die Natur ist das gnädigste von allem. Sie gibt uns unser Leben. So, ab sofort sind Pizzas möglich. Hier in Dresden, der Pizzaofen ist eingerichtet, es ist im Brennen. Und schau, die Temperaturen steigen auch schon. Haha, hey, Fahrstunde, alle Dresden. Yeah! Schneller werden. Und dann nehmen wir wieder steuern. So, das ist ein genug grosser Motor und eine genug grosse Maschine für mich. Da kann ich noch üben. Gotta know how it's done. Work from a pattern to the details. You'll be halfway there before you've even begun. Around, around, around. Oh, they'll tell you what you need to know. From what the weather's doing, if there's rain to brew it, to how to make your garden grow. We can rely on pattern. Ja, der Colin und ich haben heute mal einen Rollentausch gemacht. Statt er jetzt hier an der landwirtschaftlichen Schule ist, bin ich heute da. Wir haben einen Sachkundenachweis gemacht für Schaf- und Ziegenhaltung.
Schau mal. Brötchen zum Zvieri, direkt aus dem Ofen. Ich möchte zu dieser Stelle sagen, Claudia, super Idee von dir, den schnell spontan zu nehmen. Grossartig! Grossartig, genau so ist es. Einmal mit dem Dampfer durchgefahren, haben wir gemerkt, nein, so geht's nicht. Haben wir so nebenbei beim Spielen und Sein, haben wir einfach mal einen Weg besser gemacht. Neue Wege entstehen in Triesta. Schön ist der Pascal da. Und weißt du, wer am meisten geholfen hat? Der Jonas. Er hat geholfen wie ein Grosser. You can learn them faster. Der Weg in die Schule heute Morgen habe ich jetzt meinen ersten Triester-Fuchs gesehen. So gut. Das soll ein Omen sein für meine heutigen 2 Prüfungen und Vortrag. 3 Lektionen, 3 notenrelevante Unternehmungen. Und ich habe einen schlauen Fuchs gesehen. Ha! So wird's gut, so wird's gut. Train your brain to retain them. Become a pattern master. Die Schule habe ich jetzt hinter mir einen Haufen Prüfungen retour bekommen, Haufen Prüfungen geschrieben. Teils zufrieden, teils nicht, teils habe ich zu wenig geübt, eindeutig. Aber jetzt bin ich vom Johanneli Viehkellerei. Mehr tue ich aber nicht verraten, weil heute geht es einfach mal ums Besprechen über alles, was könnte sein. Aber ja, und nachher gehe ich heim und Pizza essen, weil wir machen Pizza bei uns oben. Kannst du mich auch Pizziolo nennen? Wir sind am Pizza machen. Wow, der erste Pizza ist rausgekommen. Ich habe es nicht gefilmt. Wenn ihr es überhaupt gesehen. Ha! Ich will es euch zeigen. Der Jonas hat gerade gesagt, ich soll doch den ersten Pizza zeigen, weil das ist seine Pizza. Und der Jonas hat eingeführt, darum hat Jonas recht, dass das sein Pizza aus mit dir kommt. Gell, Jonas? Ja! Ja! Ich hab Freude. Like a tessellated Tamarillo. Aber ja, schaut mal, unsere Pizza ab mit dem zweiten Pizza. 30. März wird abgerundet mit einem Regenbogen. Boah, schau mal, voller und er hört in Triesta auf. Folgt der Regenbogen. Follow the rainbow to the end and you will find a pot of gold. Da, Triesta, ich habe meinen Pot of Gold gefunden. Ah, danke vielmals, Universum. Ich sage euch, ich werde in 20 Jahren zurückschauen und denken, mal, jetzt weiss ich, wieso der 30. März so ein geiler Tag ist. Und das I-Pünktchen ist Pizza essen mit der Familie Dubois. Mua! Der Patrick selbstversorgen, naturbelassen. Du, was heißt, wie gut hat es der Etienne gemacht? Super. Super, gell? Kannst du empfehlen? Jawohl, beeindruckt. Beeindruckt. Sehr schön. Und, Immer wieder gerne. und was machst du jetzt gerade? Löcher bohren, damit der Dübel drin kann. Ja. Und da hinter mir sind sie am Dübel drin tun. Sehen da die Löcher, die wir jetzt da reinhämmern. Komm, Elias, Achtung. Wo ist mein Hamburger? Patrick, du hast ja schon einiges mit Pilz gemacht. Was hast du jetzt heute zum Beispiel besonders neu dazugelernt? Die Zudecken mit Folie. Folie, das ist etwas, was du noch nicht gemacht hast, gell? Genau, ich habe es nur so mit Blochen gemacht und so. Ja. Die Gefahr war bei mir eben gross, dass es eben den Pilz, Schimmelpilz gibt, aber hat Mensch passiert nichts. Schon, ja. Probieren. Fibonacci, geometry, and broccoli. For all of these rhyming words, it really blows my mind. Hey Etienne, danke vielmals, dass du in Paradies vorbeigekommen bist, den Kurs machen. Kannst du für alle noch mal schnell erzählen, wie man bei dir Pilze bestellen kann und wie man auf deinen Kurs kommt, für all die, die jetzt gehört haben, wie gut das ist von Patrick? Ja, über meine Webseite speisepilze.ch seht ihr, was ich im Onlineshop im Angebot habe. Ja, und bezüglich Kurs habe ich auch eine Informationsseite, wo man sich anmelden kann. Entweder könnt ihr bei mir in der Region Zürich vorbeikommen oder wenn ihr genug Leute zusammenbringt, komme ich auch bei euch vorbei, in der ganzen Schweiz. Weil eben, der eine von euch hat auch schon gefragt, hat sich schon jemand angefragt wegen Schaffhausen? Nein.
Also Chris, und jetzt hast du definitiv gehört, er kommt auch auf Schaffhausen. He? Danke Super, vielmals fürs merci dir, Kommen. ja. Danke, Hat Spaß super gemacht. gewesen. Ja, sehr, danke. Way so designed. Einer der wichtigsten Punkte in Permakultur ist, dass man sich Zeit nimmt zum Beobachten. Dann sieht man auch, wie die Blumen wachsen. Oh no, I'm not religious, but Sonntagmorgen. Ich habe wieder mal das Nattel eingeschaltet. So schön, 3 Tage ohne. Also nein, sind ja nicht 3 Tage ohne, aber einfach ohne Nattel unterwegs sein. Hat zwar wenig Videos gegeben, aber sonst hatte ich Zeit gehabt, zum bei mir zu sein. Ich habe ganz viel gelernt für mich in den letzten paar Tagen. Und das möchte ich teilen. Und zwar habe ich gelernt, wenn ich bei mir bleibe, was wichtig ist, also wenn wir alle bei uns wieder bleiben, behaupte ich auch, hätten wir Frieden. Aber man muss zuerst eben bei sich bleiben und Frieden mit sich selber haben. Also dann konzentriere ich mich doch auf das, was ich gut mache. Weil ich gebe ja mein Bestes. Und wenn ich nicht mein Bestes gebe, dann muss ich mein Bestes geben. Und auf das konzentriere ich mich. Aber wenn ich doch bei anderen Leuten schauen muss, dann schaue ich doch, was sie gut machen und schaue ihre positiven Seiten an. Weil, wenn jemand mich anschaut, will ich ja auch, dass sie einfach das Positive sehen und mir nicht das Negative sagen. Weil wenn ich mir schon selber nahe bin, weiss ich doch meine negativen Punkte. Man muss nicht noch drinnen herumbohren. Also, wenn ich jemand anders mit jemandem anderen, dann kann ich doch auch seine positiven Sachen anschauen und nicht ins Negative hineinbohren. Darum, zu dieser Stelle sage ich, ganz bei mir, falls ich dich je zu Unrecht kritisiert habe, bin ich nicht ganz bei mir gewesen. Oder habe ich einfach das Falsche angeschaut. Weil eben das Negative kann man immer sehen. Aber ich gebe mir Mühe, um das Positive zu sehen. Und auch bei mir selber. Ich gebe mir jeden Tag Mühe, um mir das Positive zu sehen. Und eben darum ist Beobachten richtig. Beobachtet, wie die Blumen wachsen. Es ist so positiv, es ist so schön, es gibt so viel. Beobachtet, wie das Gras wächst. Beobachtet, wie die Sonne aufgeht. Schaut die schönen Sachen an. Konzentriert euch aufs Gute. Und ja, ich wünsche einen schönen Sonntag. Ich danke dir fürs Schauen. Und jetzt schauen wir noch ein bisschen zu, wie die zwei kämpfen. Aber die sind nicht am Kämpfen, das Gute ist, sie sind am Wachsen und am Lernen, ihre Kräfte einsparen und Energie aufbrauchen. Also ist es ein positiver Kampf. Hey, schön bist du am Schauen. Danke fürs Abonnieren, danke fürs Liken, danke fürs Kommentieren und danke fürs Weiterverzählen. Weil wir haben ja noch ein paar Abonnenten und wir glauben daran, dass wir andere Leute auch unterhalten können. Hey, nicht vergessen, noch als Letztes. Wir freuen uns, wenn du da oben bist. Zum Besuch, zum Pizza essen oder an der Bar 61 mit mir zusammen anstoßen. Tschüss zusammen!